Gut, hey, wir starten mit einem Spiel. Und zwar habe ich zuerst überlegt, dass wir könnten so ein 1, 2 oder 3 machen, da mit diesen verschiedenen Blöcken. Und dann, weil es so heiß ist, dachte ich verschone euch, dass ihr da nicht aufstehen und euch bewegen müsst. Aber wir spielen «Wer hat's gesagt?». Und ich habe da 4 Fragen. Und mit einer Aussage und ihr müsst herausfinden, wer hat sie gesagt, oder ihr dürft einfach 3 rufen. Aber Achtung, ich kann Fallen einbauen. Einfach so, dass ihr es euch bewusst sind. Also, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wer hat es gesagt? Jesus, oder? Also, Jesus, hä? Jesus, habe ich gehört. Krass. Jesus hat diesen Satz am Kreuz zitiert, aber er stammt ursprünglich von David im Psalm 22. Okay, gut, nächste Frage. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Was? C oder der Paulus? Nein, der Stephanus. Auch der Stephanus. Nein, auch nicht, hä? In Lukas 25. Jesus? Nein, er bet. Es ist der Stephanus, hä? Nein, es ist eben nicht. Es ist eben der David gewesen, hä? Weiter. Okay, also nächstes. Der Stein, den die Bauleine finden. Okay, ich glaube, die einen sind schlau, hä? Und, also von dem her, also das mal, hä, David. Nicht Jesus. Tatsächlich, yes! Hä? Gut. Und noch der Letzte. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Das müsste, das ist klar Jesus, oder? Das mal wieder. Das muss Jesus. Ja, wieder fast. He? Ja. Also, ihr habt den Punkt gesehen, oder? Es sind alles, sie sind super schlau, das ist einfach ein Kompliment. Kennt euch super aus in der Bibel. Ich kann ein bisschen beschissen manchmal. Aber all diese bekannten Aussagen sind eigentlich Aussagen, wo man vielleicht im ersten Moment würde Jesus zuordnen und er gesagt hat, aber es sind eigentlich Zitate, die er macht aus den Psalmen. Und generell sind Psalmen das meist zitierte Buch im Neuen Testament aus dem Alten Testament. Selbst Jesus hat mehr aus den Psalmen zitiert als aus jedem anderen alttestamentlichen Buch, und auch die Evangelien verknüpfen das Leben von Jesus immer wieder mit den Aussagen aus den Psalmen. Das soll wie ein bisschen unterstreichen die Wichtigkeit der Psalmen so im Gesamtkontext auch von der Bibel. Und es zeigt uns aber auch auf, wie wichtig die Psalmen für Jesus sind. Wenn er sie so viel zitiert, dann haben sie irgendwo auch eine besondere Bedeutung für ihn gehabt. Und heute möchten wir dem Aspekt der Psalmen ein bisschen nachgehen, nämlich die Psalmen und Jesus. Und ihr seht mega gut auf dem Screen da. Ich wollte sagen. Brauchen noch nicht jetzt, aber einfach, damit ihr euch nicht die ganze Zeit ärgert. Genau. Also, in der vergangenen Woche haben wir die Faszination und auch den genialen Aufbau der Psalmen entdeckt. Und Simon hat uns letzte Woche mitgenommen in die erstaunliche Palette von rohen, ehrlichen, authentischen Emotionen wie Klage, wie Lob, wie Dank und ganz vieles mehr, was man in den Psalmen findet. Falls ihr das nicht gehört habt, sensationelle Predigt gewesen, unbedingt nachhören. Heute geht es um den eben vielleicht schon fast ein bisschen mysteriösen Bezug, wo Psalmen auf Jesus, im Hinblick auf Jesus haben. Warum und wie hat sich denn Jesus in diesen Psalmen so klar gefunden und wie hat er das können oder gewusst, dass er das irgendwie auf sein eigenes Leben kann beziehen kann? Diese Fragen gehen wir nach. Was wir festheben und sicher wissen, ist, Jesus hat die Psalmen mega gut gekannt. Wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass Jesus sogar die Psalmen grösstenteils auswendig hat können. Nicht einfach nur ein paar einzelne, sondern wahrscheinlich die meisten. Dass er sie als Kind schon gelernt hat und regelmäßig gesungen und betet hat. Der Lukas berichtet
in seinem Evangelium, dass die Schriftgelehrten schon beim 12-jährigen Jesus über seine Schriftkenntnis gestaunt haben, wo er mit ihnen im Tempel diskutiert hat. So mit 12, ja, nicht so schlecht. Wobei, man weiss auch, dass die Kinder in Israel, also in der damaligen Zeit, oft auch die ersten 5 Bücher Mose zuerst auswendig gelernt haben und dann später sich so ein bisschen an Psalmen und die anderen Schriften angemacht haben. Also hat auch dazugehört zu der Schulbildung dazumal. Jesus hat an verschiedenen Stellen auf die Psalmen Bezug genommen oder eben hat man gesehen, dass er sie kennt. Zum Beispiel auch, als er mit seinen Jüngern das Passamal gefeiert hat. Kurz vor seiner Verhaftung wird uns berichtet, dass sie ein Loblied gesungen haben. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und da weiß man zum Beispiel, dass das traditionell beim Passa die Hallel-Psalmen, das ist 113 bis 118, sind, wo sie dort gesungen haben. Und wir können sehr gut davon ausgehen, dass das dort sicher auch so sind. Die Psalmen, das sind, wie wir gehört haben, auch schon poetische Gebete. Und viele von ihnen sind als Lieder komponiert worden. Und so heißt es zum Beispiel sehr oft bei einem Psalm am Anfang, sei ein Klagelied, er sei vorzusingen, beim Saitenspiel vorzusingen oder zum Flötenspiel. Oder es heißt nach der Melodie die Hirschkuh der Morgenröte. Also sehr konkrete Anweisungen, wie die Psalmen gesungen sollen werden. Und vielleicht kann man es so sagen, oder? Psalmen, das ist das Liederbuch von Jesus gewesen. Bei uns hat es früher noch in der Kirche so grüne oder so rote Liederbücher gegeben. Wer mag sich noch so an die erinnern? Genau, ich wollte eigentlich eins mitnehmen, aber ich habe einfach keins mehr gefunden oder niemand mehr gefunden, der eins hat. Vielleicht hat es die eine für euch noch die Hause. Aber es ist so das Pendant zu dem Liederbüchli. Für Jesus sind das Psalmen gewesen. Und das Gute an Liedern ist ja, dass sie die Eigenschaft haben, dass sie sich uns gut einprägen und einfach abrufbar sind. Ich habe gemerkt, zum Beispiel, seit wir den Fion haben, dass ich mich plötzlich an Kinderlieder erinnere aus meiner Kindheit, wo ich sonst nie irgendwie mich für Kinderlieder interessiert habe. Aber das prägt sich ein und das lässt sich einfach auch wieder abrufen. Und als Erwachsener merke ich, es geht mir auch immer wieder so, dass ich auf Lieder stoße, wo ich das Gefühl habe, so, hey, die drücken genau aus, was ich irgendwie fühle. Meine Gefühle, eine Situation, die ich erlebt habe. Und immer wieder so, dass ich mich in diesen Text und in Lieder irgendwo auch gefunden fühle. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, so Situationen. Oder andere Situationen, wo dir spontan plötzlich ein Lied in den Sinn kommt. Der Steffi und mir ist es mal so gegangen, wo wir da so eine Gratwanderung gemacht haben, da Klingenstock von Alpstock, haben sicher auch die einen schon gemacht. Und da ist mir einfach, ich kann nicht anders können als das Lied «Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Alltagswort, dann jauchzt mein Herz». Und das ist mir einfach in den Sinn gekommen und gemerkt so, das passt. Und das ist so die einzigartige Kraft von poetischen Texten und Liedern, dass sie so drin bleiben, dass sie hängen bleiben und dass sie Sachen auf eine einzigartige Art und Weise ausdrücken können. Auch am Maintenance Day hat mir Susanne Becker ein ganzes Gedicht rezitiert. Einfach aus dem Kopf raus. Das ist das Coole an Poesie. Es bleibt und es beschreibt auf eine einzigartig gute Art und Weise. Und ich glaube, genau so wie wir uns so in Lieder, in Aussagen oder Gedichten manchmal wieder finden oder ihnen irgendwie so ein Zuhause haben, so ist Jesus in den Psalmen Zuhause gewesen. Und sie sind ihm auf den Lippen gelegen. Und er hat sie können zitieren, wenn es passt hat, oder er hat eine Situation gefunden, wo der Psalm einfach gepasst hat und hat so immer wieder Aussagen aus den Psalmen zitieren. Er hat das gemacht in Gesprächen mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Da gibt es verschiedenste Stellen, wo er aus den Psalmen zitiert und sie sogar teilweise mit dem Schachmatt setzt, indem er auf eine Aussage aus den Psalmen verweist. Er macht das im Gespräch mit den Jüngern, im letzten Abendmahl und eben sogar, wo Jesus am Kreuz gehangen ist.
sind ihm die Worte aus Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen, über die Lippen gekommen. Jesus war daheim in diesen Psalmen und er hat sein Leben von ihnen durchdringen lassen und hat sie mit seinem eigenen Leben verknüpft und können anwenden. Und das finde ich so inspirierend. Und das soll auch uns inspirieren. Und ich kann euch sagen, ganz viele Christen haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Psalmen so kraftvoll sind. Dass es eine Kraft hat, wenn wir in ihnen daheim sind, sie kennen und sie beten können. Der Henry Nouwen, einer der ganz bekannten Geistlichen vom letzten Jahrhundert, hat gesagt, schon oft habe ich gedacht, wenn ich je ins Gefängnis komme, wenn ich je Hunger, Schmerz, Folter oder Demütigung erleiden sollte, dann hoffe und bete ich, dass man mir die Psalmen lässt. Die Psalmen werden meinen Geist lebendig halten. Die Psalmen werden mir die Kraft geben, andere zu trösten. Die Psalmen werden sich als die stärkste, ja revolutionärste Waffen gegen die Bedrücker und Peiniger erweisen. Wie glücklich sind jene, die keine Bücher mehr brauchen, sondern die Psalmen im Herzen tragen, wo immer sie gehen und stehen. So jemand, der begeistert war von den Psalmen. Jemand anders, der auch begeistert war von den Psalmen, ist der Luther. Er hat sogar gesagt, Psalmen sind für ihn eine Mini-Bibel. Und er bezieht sich dabei darauf, dass in den Psalmen nicht nur die Heilsgeschichte von der Vergangenheit, also die Geschichte vom Alten Testament, von Gottes rettendem Handeln, aufgegriffen wird, sondern dass Psalmen auch einen prophetischen Blick in die Zukunft werfen und prophetisch immer wieder auf Jesus hingewiesen haben. Jesus hat viel so Psalmenworte irgendwie auf sich bezogen und wenn er das gemacht hat, hat er oft gesagt, damit sich das, was in der Schrift steht, erfüllt. Das heißt, er hat Psalmen als mehr als nur Poesie angeschaut, sondern er hat sie auch als prophetisch angeschaut und auch gerade im Hinblick auf ihn. Es sind vor allem zwei so Psalmgattungen, wo der Mini-Bibel-Aspekt sehr deutlich wird drin. Es sind zum einen heilsgeschichtliche Psalmen, die heißen so. Wir haben in den letzten Teilen dieser Serie schon so Arten von Psalmen ein bisschen angeschaut. Heute schauen wir nochmal zwei an. Zum einen eben die heilsgeschichtlichen Psalmen. Das sind Psalmen, Lieder, die erzählen und darüber reflektieren, über Gottes grosse rettende Taten in der Geschichte vom Volk Israel. Gerade besonders auch oft über die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Zum Beispiel der Psalm 78, wo ich zwei Verse da habe, wo es zum Beispiel heißt, was wir gehört und erfahren haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Denen, die nach uns kommen, wollen wir von den großartigen Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den Wundern, die er vollbracht hat. Und dann wird das alles aufgezählt, dann wird die ganze Geschichte nochmal aufgerollt. Wer die in einer Kurzfassung lesen will, kann dann einfach weiterlesen. So die theologische und psychologische Funktion von diesen heilsgeschichtlichen Psalmen ist das kollektive sich erinnern. Es Erinnern daran, was Gott gemacht hat. Weil Erinnern stärkt das Vertrauen und es stärkt das Vertrauen auch, dass in der Zukunft, in schwierigen Situationen oder in aktuellen Krisen Gott wieder gleich handeln wird. Es ist so ein Weitergeben, auch als Kind und deren ihre Kinder und so weiter. Und ich habe mich gefragt, und vielleicht kannst du dich auch fragen, hey, vielleicht auch für uns, von welchen Taten von Gott erzählen wir unseren Kindern, was er in unserem Leben gemacht hat oder im Leben von unseren Eltern oder Großeltern oder Freunden. Die zweite so Mini-Bibel-Psalmen-Art sind die Königs- und Messias-Psalmen. Das sind Psalmen, wo in erster Linie oft so ein Gebet für den König sind. Es geht bei ihnen zuerst um den irdischen Herrscher, meistens aus der Dynastie von David, und die sind oft an besonderen Anlässen wie Krönungen
oder Hochzeiten gesungen und bettet worden und sind oft auch so richtig schwärmerisch. Und weil die so schwärmen von dem König und der so gut beschrieben hat man, und all die Könige ehrlich gesagt diesen Beschreibungen nicht gerecht worden sind, sondern schlecht worden sind, hat man die zunehmend dann eben auch prophetisch verstanden und gesagt, hey, irgendwann muss einer kommen, der wirklich so ist, wie es da beschrieben wird. Irgendwann kommt einer und der wird dann so sein. Und gerade die werden im Neuen Testament dann zentral angezogen, um Jesus als der wahre und ewige Messias zu bezeugen. Zum Beispiel Psalm 72 von Salomo. Gott, gib dem König Vollmacht, in deinem Namen Recht zu sprechen. Ermögliche es ihm, dem Königssohn Gerechtigkeit in deinem Sinne auszuüben. Das ist nur normal. Der König sei für unser Land so wohltuend wie Regen, der auf frisch gemähte Wiesen niederfällt. Wie lang ersehnte Schauer, die dem Erdboden Wasser geben, in seinen Tagen sollen alle aufblühen, die nach Gottes Willen leben. Und ein bisschen später dann in dem Psalm heißt es plötzlich, alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen, alle Völker ihm dienen. Und spätestens dann merkt man, ja, da ist wahrscheinlich nicht nur der irdische König gemeint, sondern das geht ja weit über das raus, als Israel jemals erreicht hat. Das sind Aussagen, die dann wie so zeigen, dass da eine größere Sicht im Spiel ist. Und so möchten wir auch heute uns ein bisschen ausführlicher auch gerade auf einen Psalm fokussieren und uns mit ihm beschäftigen. Und wir getrauen uns heute an Psalm 22 an. Vielleicht, wenn ihr eine Bibel habt oder auf dem Handy habt, könnt ihr das auch aufschlagen. Wir werden einen Teil sicher davon auch hier sehen, aber vielleicht hilft es. Der Psalm ist speziell, weil er sehr einen starken Bezug zu Jesus und gerade seiner Leidensgeschichte hat. Der Luther war fasziniert von diesem Psalm. Es wird teilweise erzählt, man ist eigentlich nicht so ganz sicher, was jetzt davon wirklich stimmt oder nicht, aber es wird erzählt, dass er sich für 3 Tage nur mit Brot und Wasser in seine Klosterzelle eingeschlossen hat, um einfach über die ersten Worte von dem Psalm 22 nachzudenken und das zu studieren. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Seine Mitbrüder haben sich an ihnen so Sorgen gemacht, dass schließlich die Tür aufgebrochen haben und ihn dann völlig entkräftet und erschöpft, aber im tiefen Gebet gefunden hat. Eben. Das ist eine schöne Anekdote. Man weiß aber, dass der Luther ein grosser Fan von den Psalmen war und auch gerade diesen Psalm wirklich ausführlich studiert hat. Darum, so im Vergleich, was man alles machen könnte in Bezug auf diesen Psalm, werden wir heute ein bisschen an der Oberfläche kratzen und doch steckt so viel Cooles auch für uns drin. David wird als Autor von dem Psalm genannt. Jetzt tun wir da mal einen Teil schon führen. So, genau. Da steht ein Psalm Davids. Und weil es anscheinend ein Lied war, also es ist ein Psalm, der gesungen worden ist, und zur Melodie von dieser Hirschkuh am frühen Morgen, was auch immer das ist. Leider wissen wir die Melodie nicht. Das wäre super spannend, wenn wir die Originalmelodie noch könnten wissen. Aber vielleicht kann ja jemand mal etwas dichten, eine Hirschkuh am frühen Morgen, und dann schauen, ob es zu dem Psalm passt. Wir werden sehen. Genau. Der Psalm, der hat einen klaren dramaturgischen Bogen. Er fängt so richtig tief an, am Tiefpunkt, mit Klage und Verzweiflung. Und es entwickelt sich hin, schlussendlich in ein Lob, und es endet mit dem Wort, der Herr hat alles vollbracht. So quasi, es ist vollbracht. Vielleicht schauen wir gerade so ein paar Aspekte von dem Aufbau an. Man kann den Psalm so in 3 Teile aufteilen mit so einem Schlüsselpunkt drin. Der erste, das ist die Verse, die wir hier auf dem Screen haben. Das ist nicht der ganze Psalm, einfach, das ist erst der erste Teil von diesen 3. Vers 1 bis 11. Da, wenn man die anschaut, ihr müsst jetzt das nicht alles genau lesen und so weiter. Und ich
lese es nicht ganz durch. Aber was man in diesem Teil, was einem entgegenkommt, ist Klage. Der David, der ist von Gott verlassen und von den Menschen wird er verspottet. Ja, das fängt an mit mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und im Vers 7 sagt er, ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil sind die Verse 12 bis 21. In diesem Teil ist auch wieder Klage. Und zwar wird es noch ein bisschen dramatischer. Es fängt mit dem Dramatischsten für ihn an, das ist die Verlassenheit von Gott. Aber da geht es jetzt ums Leben. Er beschreibt, wie er an den Finden ausgeliefert ist und dem Tod geweiht. Er schreibt, Gewalttäter haben mich umringt wie eine Herde Stiere. Wie mächtige Büffel aus Baschan haben sie mich umstellt. Sie reißen ihr Maul gegen mich auf wie hungrige und brüllende Löwen. Es war oft so, dass man früher so Vergleich mit Tieren genommen hat, um fremde Länder oder Herrscher oder Mächte zu beschreiben. Grüezi. Oder er beschreibt, wie wir uns vielleicht jetzt gerade in dieser Hitze ein bisschen fühlen. Ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind ausgerenkt. Mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Innern zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Und den Menschen haben mich eingekreist wie Hunde. Eine Horde von Gewalttätern umringt mich. Wie sich ein Löwe in seine Beute verbeißt, so halten sie mich fest und geben meine Hände und Füße nicht mehr frei. Und dann, und das ist das Spannende in dem Psalm, dann plötzlich am Schluss kommt ein Wendepunkt. Also am Schluss von dem Abschnitt. Er klagt, er lässt alles raus und plötzlich heißt es, ja, du hast mich erhört. Und ab dann kippt die Stimmung. Ab dann geht es ins Lob. Plötzlich heißt es, ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Alle, die Ehrfurcht vor dem Herrn haben, preist ihn. All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm die Ehre. Und ganz zum Schluss wieder, der Herr hat es vollbracht. Das ist so ein grober Überblick über den Psalm. Und ich glaube, es hilft, wenn man den aus unterschiedlichen Perspektiven ein bisschen lesen können. Wir wissen den Bezug zu Jesus, denn die erste Perspektive ist aber die Perspektive von David. Er ist der Autor von dem Psalm und er wird da auf eine poetische, intensive, emotionale und bildhafte Art und Weise ausgedrückt haben, wie es ihm tatsächlich geht. Ich glaube nicht, dass er einfach einen Psalm schreiben über irgendein fiktives Leid, sondern er wird sich wirklich so gefühlt haben. Ihm wird es so gegangen sein. Richtig schlecht. Der Luther hat noch etwas Cooles gesagt, was Psalmen anbelangt. Er hat gesagt, in den Geschichtsbüchern kann man oft all die grossen Taten von Menschen lesen und sehen, was sie alles gemacht haben und erreicht haben. Und Psalmen sind so wie der Blick ins Herz von diesen Leuten. Es ist wie so ein Blick ins Innerste, ins Tagebuch. Und da sieht man in diesem Psalm, der David ist sehr authentisch. Er ist anscheinend wirklich an einem Tiefpunkt. Er fühlt sich verlassen, er fühlt sich bedroht, er fühlt sich kraftlos und im Stich gelassen. Sogar von Gott. Anders als bei anderen Psalmen weiss man da nicht genau, um welche historische Situation von David, dass es jetzt da geht. Aber es ist ein Psalm, der nicht nur für den David wichtig war, sondern Perspektive, das ist die andere Perspektive, Israel. Das Volk Israel hat den Psalm gekannt. Und auch sie haben sich in den Wort von David wiedergefunden. So ist es ihnen als Volk gegangen. Dauernd bedrängt, unterdrückt,
ein Spielball von fremden Mächten, von bösen, wilden Bestien, die sie zerreißen. Und dann die absolute, wie hat Jesus sich drin gefunden. Und zwar wie als absolute Erfüllung von dem Psalm. Auf das gehen wir nachher noch ein bisschen tiefer ein. Aber die vierte Perspektive, die wir einnehmen können, ist auch unsere. Und auch über das, wenn wir uns Gedanken machen, was heisst das vielleicht für uns heute? Der Psalm 22 ist vielen eben als Passionspsalm bekannt, weil er auffallend viele Parallelen zum Leidensweg von Jesus hat und in den Evangelien, auch gerade bei den Kreuzigungsbeschreibungen, oft zitiert wird an mehreren Stellen. Weil Jesus sich irgendwo in diesem Psalm gefunden hat. Gemerkt hat, hey, das passt auf mich. Das ist meine Situation. Und er hat den Psalm auswendig können. Und im dunkelsten Moment sind es die Worte gewesen, die er herausgebracht hat, die ihm auf den Lippen gelegen sind, die seine Realität so prophetisch genau beschrieben und vorausgesagt haben. Und wir haben eine Lesung, wo wir ein paar von diesen Texten gelesen bekommen. Immer zuerst Psalmen und nachher mit einer anderen Stimme aus dem Neuen Testament, also aus den Evangelien, wo darauf Bezug genommen wird. Am 22, Vers 19. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll. Ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Übergib deine Sache doch dem Herrn, rufen sie. Ja, soll Gott ihn doch retten. Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja Gefallen an ihm. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich: Anderen hat er geholfen. Soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind wie ausgerenkt. Mein Herz ist flüssiges Wachs, das tief in meinem Innern zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Denn Menschen haben mich eingekreist wie Hunde. Eine Horde von Gewalttätern umringt mich. Wie sich ein Löwe in seine Beute verbeißt, so halten sie mich fest und geben meine Hände und Füße nicht mehr frei. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er: Ich habe Durst. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an. Dann kreuzigten die Soldaten Jesus. Seine Kleider verteilten sie unter sich. Sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Danke.
Jesus hat sowohl den Anfang wie auch das Ende von dem Psalm zitiert. Und der Psalm ist ein Lied. Und ich weiß es nicht, das ist eine Vermutung oder eine Theorie. Vielleicht ist es so, dass Jesus den ganzen Psalm gebetet hat. Vielleicht sogar mit der Melodie so ein bisschen mitgesungen oder gesummt. Jedenfalls sind es die letzten Worte, die auf seinen Lippen gelegen sind. Und bei mir ist so die Frage dann auch aufgekommen, wie kann das kommen, dass der David in seiner Realität Worte gewählt hat, wo so exakt vorausblicken auf das, was Jesus Hunderte von Jahren später erlebt. Und wie kommt es zu dem Wendepunkt? Wie kann aus dieser tiefen Klage und Verlorenheit Lob entstehen? Und wie kann das auch bei uns sein? Ich möchte ein paar Punkte mit euch anschauen. Das eine ist die Ehrlichkeit gegenüber Gott. Der Psalmist, der kommt mit seiner Not und seinen Gefühlen ehrlich vor Gott. Er geht ins Gebet. Er schreibt sie auf. Es ist wie vielleicht auch ein bisschen das Tagebuch. Er dichtet, er singt. Es ist roh, echt und ehrlich. Und er gibt seiner Not Raum. Aber er gibt den Raum nicht von anderen Menschen oder weiß auch nicht was, er gibt ihn von Gott. Und wir wissen das eigentlich, aber auch wir dürfen vor Gott so richtig ehrlich sein. Die Frage ist, können wir das? Machen wir das? Und wie? Nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Und vielleicht musst du es wirklich mal ausprobieren. Das kann sein, dass du Tagebuch schreibst und einfach mal in deinem Tagebuch zu Gott schreibst. Du kannst probieren, mal ein Gedicht zu schreiben. Du kannst auch einfach WhatsApp an dich selber machen. Lieber nicht jemand anderem, sondern dir selber. Du kannst es auch an einer AI sagen, das spielt wirklich keine Rolle. Du kannst in den Wald gehen und mal dir Zeit nehmen und sie so richtig rausschreien. Oder im Auto, dort bist du vielleicht noch fast sicher, dass es nicht andere hören. Du kannst ein Lied schreiben, du kannst es versuchen zu singen, einen Psalm machen oder einen Psalm suchen von denen, die es gibt, der ausdrückt, wie du dich fühlst. Aber Zeit nehmen für das. Wie auch immer, dass wir das machen, was wir von den Psalmen lernen, ist das, dass die Menschen in ihrer Not, egal was es war, dass sie Gott gesucht haben. Der David hat Gott gesucht. Jesus hat seinen Vater direkt angesprochen. Wo bist du? Ich brauche dich. Sie sind in der Verbindung mit ihm geblieben. Sie haben darum gekämpft und gerüttelt. Sie haben protestiert und gesagt, es ist nicht in Ordnung. Sie haben die Spannung ausgehalten und eins haben sie nicht gemacht. Sie haben nicht plötzlich überall sonst Hilfe und Trost gesucht. Sie sind bei Gott dran geblieben, auch wenn sie das Gefühl hatten, der hört gar nicht. Der kümmert sich nicht darum. Und der Psalm 22, der ermutigt auch uns, dich und mich, selbst dann, wenn wir vielleicht Gott und den Glauben im Moment als enorm spannungsvoll erleben, irgendwo in dieser Verbindung mit ihm zu bleiben. Ihn nicht ganz loszulassen. Nicht überall sonst plötzlich das suchen, was wir gerne hätten, sondern irgendwo bei ihm dranbleiben. Und an dieser Verbindung festzuheben und uns nicht abzuwenden. Und letzten Sonntag hat etwas in mir Klick gemacht im Worship. Vielleicht so ein bisschen das, was für mich mindestens das Geheimnis ist. Ich habe gemerkt, wie wenn wir uns mit dem anfangen zu beschäftigen, wenn wir ehrlich zu Gott gehen und eben dranbleiben, nicht nur einfach mal schnell ein Stossgebet und Gebet und Gott, jetzt regst du mich gerade auf, sondern wenn wir wirklich Gott suchen und zu ihm gehen, dann kommt plötzlich
Gott irgendwie rein. Jesus kommt rein in das Ganze. In unsere Gedanken. In unser Fühlen, unsere Gefühle. Oder vielleicht in die Situation ganz praktisch, aber es fängt etwas an, was passiert, wo übernatürlich ist. Und das ist das Werk vom Heiligen Geist. Aber unsere Gedanken fangen sich an, mit Gottes Gedanken zu vermischen. Seine Gedanken fangen an, in unsere sich irgendwo einweben. Und so sind plötzlich, und so ist plötzlich Jesus in dem Wort von David drin. Das ist der ganze Psalm und das ist alles, wo Jesus drin ist. So kommt plötzlich Jesus in die Situation hinein. Und nicht einfach nur mit frommen Floskeln und schönen Worten. Jesus kennt den Schmerz. Er hat es selber erlebt. Der David beschreibt hier sein Leid, aber es ist genau das, was Jesus erlebt. Er hat es am eigenen Leib erfahren. Er findet sich auch in deinem Leid. Der Bonhoeffer sagt, wir beten diesen Psalm nicht aufgrund unseres zufälligen persönlichen Leides, sondern aufgrund des Leidens Christi, das auch über uns gekommen ist. Doch wir hören immer Jesus Christus mit uns beten und durch ihn, jenen alttestamentlichen König, und indem wir dieses Gebet wiederholen, ohne es in seinem tiefsten Sinn erfahren oder begreifen zu können, gehen wir dennoch mit dem betenden Christus vor den Thron Gottes. Es passiert etwas, wenn man betet. Jesus kommt in das Ganze hinein und unsere Gedanken werden von seinen Gedanken durchdrungen und es verändert sich etwas. Es kommt ein Wendepunkt. Manchmal ist der Wendepunkt ein Wunder. Manchmal ist es etwas, was einfach in unserem Denken passiert, in unseren Gefühlen. Manchmal ist es unsere Perspektive, die sich wendet. Und ganz oft wissen wir manchmal nicht einmal mit Klarheit, ob jetzt das Gottes Gedanken sind oder ob es unsere Gedanken sind. Ich bin mir nicht sicher, dass der David das geschrieben hat und nachher gesagt hat, ich glaube, das ist prophetisch. Sondern er hat vielleicht gemeint, das seien einfach seine Gedanken. Und es war sich nicht bewusst, dass Jesus in diesen Gedanken drin ist. Beschrieben wird bis ins Detail. Aber es ist etwas passiert, während er das gemacht hat. Es hat sich verändert. Bei ihm ist es von der Klage ins Lob gegangen. Bei dir ist es vielleicht ein Frieden, der drin kommt. Vielleicht passiert ein Wunder, etwas wird geheilt. Vielleicht ist es eine neue Perspektive, die du bekommst, weg von dir und auf Gott. Vielleicht verändert sich dein Fokus. Vielleicht ist es ein Vertrauensdurchbruch, der passiert. Und wie in so vielen Psalmen führt das schlussendlich ins Lob. Das ist ein Muster, das man in so vielen Psalmen findet. Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen. Du liest es und es wird einfach mal abgeladen und kommen. Und am Schluss ist Lob. Und in dem hinein ist eine echte Glaubenswahrheit. Klage und das Ehrliche bei Gott abladen ist ein Nährboden für unser Lob. Lob entsteht nicht trotz Klage, sondern oft eben genau durch die Klage. Und dann glaube ich aber, ist es wichtig, dass wenn wir etwas zum Gott loben haben, dass wir es auch machen. Und vielleicht auch an dieser Stelle die Frage, hast du etwas, wo du Gott dafür loben kannst? Der Psalm 22 ermutigt uns, um es auch miteinander zu teilen. Wie es da heißt: Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Vielleicht zum Schluss einfach die Frage an dich: Wo stehst du? Bist du am Anfang von dem Psalm?
fühlst dich verlassen? Bist du mit drin? Oder vielleicht bist du an einem Punkt, wo wirklich etwas passiert ist und du Gott kannst loben. Wo auch immer, ich möchte dich einladen, dem Raum zu geben, dem Platz zu geben. Lass euch zum Aufstehen beten. Jesus, ich danke dir, dass du reinkommst, wenn wir vor dich kommen. Dass wir so dürfen ehrlich sein, dass wir alles dürfen zu dir bringen und dass es nicht etwas ist, das dich anekelt und von uns wegtreibt, sondern dass es etwas ist, wo du drin hineinkommst, wo du veränderst. Vater im Himmel, ich bete, dass wir das noch viel mehr dürfen erleben, auch in unserem Leben. Dass wir den Mut dürfen haben, ehrlich vor dich zu kommen. Mit allem zu kommen. Kein Blatt vors Maul nehmen. Und dass wir dürfen erleben, wie du reinkommst. Auch wenn wir es vielleicht im ersten Moment nicht sehen, dass es du bist. Aber dass wir immer wieder dürfen zurückschauen und so einen Moment sehen und dürfen merken, da ist Jesus reingekommen. Der Gedanke war nicht von mir. Dort hat sich etwas geändert. Dort hat es einen Wendepunkt gegeben. Und Vater, ich bete, dass heute nochmal so ein Wendepunkt sein im Leben von vielen von uns. Egal, was die Situation ist. Und wir wollen dich loben und preisen jetzt in dieser Zeit vom Worship für all das, was du tun hast in unserem Leben. Du hast uns gehört. Du hast es vollbracht. Amen.